Trump 对顶关系和法院裁定违法，咱来看世界各国目前的态度。欧盟贸易事务发言人吉尔伊讲，欧盟将甲美国政府保持密切的联络，了解北京所落来应用措施，并且强调大西洋两方企业正依靠稳定一旦有机的贸易关系。川普去年7月甲欧盟执委会主席冯德莱恩所达成的双边贸易协定，欧盟出口去美国的商品扣15%的关税，因为美国的工业产品关税是降到0。欧洲议会贸易委员会主席朗吉伊讲，最高法院的裁决显示，就算是美国总统也喺一个法律的架构之下做代志。委员会第23会开紧急会议，搁再评估甲美国的协议内容。Wirtschaftlich ist für uns in Europa jetzt die große Frage: Nimmt man das als Anlass, um diesen Deal vom letzten Sommer zwischen den USA und der Europäischen Union neu zu verhandeln? Oder aber sagt man, wir akzeptieren die 15% vom letzten Sommer und versuchen hierauf aufzubauen. Das ist eine große Frage, die sich die Europäische Union jetzt stellen möchte. Aber ich denke, dass diese Aussagen, dieses Urteil vom Supreme Court Europa nochmal bestätigen sollte, um etwas mehr Selbstbewusstsein zu haben, wenn man aktuell mit den Amerikanern verhandelt. 英国财政部首席秘书莫瑞20被问到相关问题时阵，伊讲，政府会继续争取对英国上有利的协议。What I can say from our position as a UK government is what our position will continue to be, which is to stand up for British businesses and get the best possible deal. 民间的英国商务协会认为，最高法院的判决对理清商业领域的混乱无啥作用，因为加拿大有美利加协定的保护，虽然无受到对顶关系威胁，也无希望和川普以芬兰尼走私加非法移民的问题另外扣关系。加拿大加美贸易部长勒布朗伫社交媒体 X 发文，讲判决的内容证明长久以来加拿大讲川普关系无公平的立场，并且讲美加之间也有钢铁加汽车的关系，也有美美加贸易协定的重新审查这个问题。公司新闻王慧文编辑。